Hallo und herzlich willkommen bei mir auf Kitschwitch und zu einem neuen Format. Es ist ja so, ich bin leider süchtig geworden. Danke an die zwei Menschen, die mich zu dieser Sucht gegeben haben. Ja, ich habe mit Animal Crossing angefangen und ich habe Animal Crossing immer richtig bescheiden gefunden. Und dann haben sie mir einfach das irgendwie schmackhaft gemacht und jetzt bin ich mega dran. Ich habe schon über 200 Stunden gespielt und ich habe es noch nicht wahnsinnig lang, aber wirklich nichts mehr anderes gemacht. Und dann bin ich so ein bisschen YouTube-Videos schauen und so weiter und so fort. Und ich habe einfach nie irgendeinen Streamer gesehen, ausser einer vom SRF, der auf Schweizerdeutsch so Videos gemacht hat. Und jetzt habe ich gefunden, du komm, hallo Katz, komm, warum tust jetzt du nicht einmal so ein Video machen? Und das ist so ein Testlauf. Ich erzähle auch nichts zum Gameplay oder so. Ich wollte euch einfach mal vorstellen, was ich jetzt schon alles gemacht habe. Ich muss mal starten, weil die Ladebildschirme sind Katz, willst du bitte weg? Linda, gang weg! Danke. Ja, das ist halt mein Gamezimmer hier. Und ja, das kann man nicht zutun, das ist auf einer Galerie. Wir merken jetzt, dass ich aufhören und anfangen zu schwitzen. Aber ist gleich. Ja, die Ladezeiten sind relativ lang. Falls ihr Fragen habt zum Spiel oder Ideen oder irgendetwas, tun wir es bitte in die Kommentare schreiben oder ihr könnt mir es auf Instagram schreiben, egal. Aber wir starten jetzt hier mal. Also. Jetzt kommt wieder ein Ladebildschirm. Es gibt auch ein bisschen nervige Sachen in dieser ganzen Geschichte. Aber es geht eigentlich bei Animal Crossing grundsätzlich darum, du hast eine Welt oder so eine Insel, wo du einfach kannst, ja, du kannst die einfach aufbauen, gestalten, mit Möbelstücken, mit Bewohnern und so weiter. Also die es nicht kennen, die werden es jetzt gesehen. Und ich möchte euch noch etwas sagen. Ich habe meine Insel, du kannst auswählen, ob du auf der Nordhalbkugel willst sein oder auf der Südhalbkugel. Ich habe gefunden, könnt mir mal Südhalbkugel, und die hat jetzt natürlich Winter, also in Australien ist jetzt Winter. Sehe ich das richtig? Ja. Und darum ist jetzt halt bei mir auch Winter und die nicht gespoilert werden, abstellen. Also, ich stelle euch jetzt das mal vor. Hier ist mein Haus. Ihr seht, warte, ich gehe auf die Map, dass ihr das anschauen könnt. Hier ist meine Map. Ich habe nicht mega viel mit dem Terraforming-Ding gemacht. Du hast die Möglichkeit, ich zeige euch nicht, wie es da aussieht, du hast die Möglichkeit, die Inseln zu verformen mit so einem Tool und so weiter und so fort. Und das hier sind meine Bewohnerkollegen und bis auf den und den will ich noch alle loswerden. Also das hier ist zum Beispiel der dümmste hier, kann ich dir zeigen. Und dann hier hat es die verschiedenen Läden, wo man dann rein kann und Sachen machen und so weiter und so fort. Eben zum Gameplay wollte ich jetzt, ja, das wird den Rahmen sprengen, sonst würdet ihr den gar nicht sehen. Weil der Herr Häsler hat gesagt, ich darf nicht mehr 30 Minuten labern. Also, los. Hier ist meine Hütte da hier. Das Haus von innen zeige ich euch jetzt noch nicht, weil das ist noch fast leer, aber es ist ausgebaut. Mein Motto seht ihr vielleicht hier schon ein bisschen. Rosenrot, Weiss, Pastell, ich will kein gelbe Blumen und solches Zeug, ich will so eine kleine kitschige Insel. Dann kannst du einfach eben überall so Zeug herstellen und hertun. Und ich finde es geil. Ich habe wirklich schon sehr viel gespielt. Also ich habe eigentlich nichts mehr Angst gemacht, außer das. Also, dann haben wir hier so eine... wisst ihr was? Ich sage jetzt zuerst mal zum Flughafen. Es hat einen Flughafen. Genau, für die das Spiel nicht kennen. Ich gehe heute zum Flughafen, weil das ist einfacher für die Orientierung. Dort bitte die Augen zu. Danke vielmals. Ihr dürft nicht schauen. Also so. Da hier ist der Flughafen. Da können Leute hin und her chattern. Das ist sehr ein Sozialstelle. Das gefällt mir. Genau. Dann kommt man rein, dann hat man hier mal so ein kleines Pärchen, das ich gebaut habe. Dann haben wir hier auch schon den ersten Bewohner, Hemi, einer der ersten gewesen. Dann hat man hier so einen Laden, wo Zeug kaufen kann. Eine Schneiderei, die man kaufen kann. Aber ich habe noch nicht so hart dekoriert, einfach ein bisschen. Und dann am Strand habe ich auch noch nicht wahnsinnig viel gemacht. Dann habe ich noch einen Leuchtturm, bla bla bla. Genau. Eine Rutsche, einfach noch so Zeug hergeschossen. Dann hier habe ich so einen Umschlagplatz gemacht für Bastelanleitungen. Du kannst so Bastelanleitungen sammeln, es sind über 500 Stück, die du kannst sammeln und die kommst du mit der Zeit einfach doppelt über. Und dann kannst du die untereinander tauschen und so, dann kannst du zum Beispiel auf die Insel einladen und dann kann er daher schauen, ja, so, habe ich die Bastelanleitung schon, so mitnehmen. Und das ist eine riesige Dealerei und Handlerei. Also es ist wirklich sehr abwechslungsreich.
Und dann hier ist das Service Center, das Rathaus oder wie auch immer. Da gehe ich jetzt nicht extra rein. Dort kann man so Sachen bestellen, mailen und so weiter und so fort. Dann habe ich hier einen Glassenstand gemacht. Und das ist meine Hochzeitslocation. Es ist, glaube ich, ja, jetzt noch bis Ende Juni. Das ist Hochzeitssaison, da ist so ein Zeug sammeln. Jetzt habe ich da so eine Hochzeitslocation aufgestellt. Ja, die es nicht kennen, die fragen sich jetzt wahrscheinlich Uhren. Eben, wenn ihr Fragen habt, so einfach in die Kommentare rein tun oder ja, mir sagen, hey, kannst du bitte mal ein Video über das und das machen? Oder so, einfach schreiben. YouTube oder fast am besten Instagram. So, also, bla bla bla. Dann habe ich hier mal 2 Bewohner. Das sind die 2 Bewohner, die im Moment noch bleiben dürfen, weil sie schöne Häuser haben. Ich tue die Bewohner nicht nach Charakter aussuchen, sondern ich tue die Bewohner nach Fassade vom Haus suchen. Welcome to the oberflächliche Ich von Alten. So, dann kann man hier aussen ein bisschen chillen. Und da das Zeug da hier am Boden, die Planken, das sind sogenannte Designs, die kannst du runterladen. So, und dann, wenn man hier rüberkommt, da habe ich meine Rosen und also meine Blumenzucht. Und da habe ich alles so ein bisschen, ja, so ein bisschen mit Gartenzeug so ein bisschen noch dekoriert und so. Hey, ich glänze auch über Schwitzen, wie ein Schwein mit der Sandwich-Cola. Und dann habe ich hier so eine Gartencenter-Abteilung. Aber eben, es ist alles noch so ein bisschen im Aufbau, es ist noch nicht fertig. Aber ich denke jetzt eigentlich jetzt gleich schon, da habe ich so eine Abfallstation. Also ich glaube, wenn das jetzt jemand hört oder es nicht sieht, was ich mache, dreht sich unsere Fliege schon. Da ist ein Campingplatz, da hier. Habe ich auch so ein bisschen, ja, es ist noch ein bisschen puffig und so, muss noch ein bisschen mehr Gegenstände sammeln, aber hier kommen ab und zu Bewohner campieren, du kannst nicht die einladen oder du kannst so Amiibo-Karten kaufen und dann die drauf tun. Genau. Dann habe ich hier so einen Aufgang gebaut. Noch ist so ein bisschen Bewohner. Aber da bin ich wirklich noch nie. Einen habe ich zuerst einen asiatischen Bereich machen, darum steht die Hütte noch hier. Aber. So. Und dann hier ist auch noch ein Bewohner. Und. Genau. Dann habe ich hier, ich tue auch gerne mit diesen Designs hier arbeiten. Das sieht so ein bisschen dreidimensionaler aus. Da ist so ein geheimer Strand. Genau. Und dann habe ich überall Strassenlampen und die Strassenlampen habe ich wirklich von 2 einfach wirklich geschenkt bekommen. Hure lieb. Merci noch an die, falls ihr es seht, das Video. Da ist auch noch ein, ach, hure, das ist nass. Ey, nein, ich schwitze, das ist so gruselig, das rauslegen. Ich tue am Gring übrigens. Hier ist auch noch so eine Hütte, eine mega hässliche Hütte. Und das Huhn ist auch nicht zu fragen, einfach eingezogen. Scheiß Bulle. Genau. Nein, hier ist das Museum. Und das Museum ist mega, mega, mega schön gemacht. Also wirklich, kann ich schon mal ein eigenes Video machen, wie das da drinnen aussieht, weil es ist riesig. Du kannst auch viel so Käfer und Fischli und Fossilien und so kannst sammeln. Dann kannst du einfach eine Art von dieser Art, die du gesammelt hast, kannst ins Museum bringen, dann stellen sie das aus. Sehr herzig. Und dann habe ich so einen Kaffee gemacht. Das Käferli, ja, yeah. Ich bin hier mit diesem Bereich irgendwie noch nicht ganz glücklich, aber ich habe jetzt gefunden, ja, du, lass es mal so. Da war schon ein Bewohner, hier war mal ein Bewohner, da habe ich umgezogen und dahinter habe ich mir noch so ein geheimes zweites Haus gemacht. Du kannst einfach auf der Switch, ich kann es nicht zeigen, auf der Switch hier kann man so verschiedene Profile einstellen. Zum Beispiel mein Bruder hat mal Switch ausgelernt, dann hat er sich einen eigenen Account gemacht und ich habe mir einen zweiten gemacht und dann kannst du das spielen und wie einen zweiten Char machen und dann, ja, genau. Was kann ich noch zeigen? Warte, jetzt muss ich wieder runter. So, hier. Ja, dann kommt man eigentlich wieder zurück. Und ich habe noch nicht so viel, also ich spiele noch nicht so lang und das mit den Gegenständen sammeln ist relativ anstrengend. Ja, da hinten ist noch mein Heim. Es sind also so Früchtebäume und einfach alle verschiedenen Früchte, die es gibt. Und hier ist wieder Strand, habe ich auch noch nicht so viel gemacht. Und das ist auch so ein Design, das ich mega, mega schön finde. Und jetzt habe ich auch sehr viel untersagt, wenn ich zurückreflektiere. Wir sind hier abgerissen, Puff am Strand. Und
ich würde sagen, das wäre einfach meine Insel. Also, das ist meine Insel. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und wenn ihr Tipps habt, Fragen, Anregungen, wie schon gesagt, gerne Kommentare. Bei YouTube, Instagram, wenn es euch gefällt, würde es mich natürlich mega freuen, wenn ihr das Daumen hoch würdet geben. Oder mich sogar würdet abonnieren. Das fände ich natürlich noch richtig geil. Also, hey, ich wünsche euch, merci fürs Feedback und bis gleich. Tschüss!